Raus! Lass mich aus! Abzocke bei Goldhändlerinnen und Goldhändlern. Solche Flyer machen in der Schweiz die Runde. Gold, Pelz und mehr. Die Händlerinnen und Händler kaufen es zu scheinbar guten Preisen. SRF Investigativ ist undercover und mit ausgelehntem Gold unterwegs. Es zeigt sich, beim Goldverkauf ist Vorsicht geboten. Wir sind gerade unterwegs zu einem Altgoldhändler. Er hat einen Flyer, wo er eine Aktion macht. Alle Schmuckstücke sind gestempelt. Die eingeprägten Zahlen klären über den Feingoldgehalt auf. Insgesamt 166 Gramm Feingold bringen die Reporterinnen und Reporter mit. Seriöse Händlerinnen und Händler würden dafür 12.500 Franken zahlen. Ja, was haben die denn? Der Händler wiegt den Schmuck. Die angebliche 22,6 Gramm. Nur ein Bruchteil von den eigentlichen 12.500 Franken. Die Reporterinnen und Reporter geben sich als Kamerateam zu erkennen. Er sagt, es sei nur ein Angebot. Das können wir annehmen oder eben nicht. Solche Goldhändlerinnen und Goldhändler verteilen sich über die ganze Schweiz. Speziell Familienclans mit Verbindungen auf Deutschland sind im Geschäft mit dem Gold. Eine davon ist auch die Grossfamilie Temetra. Sie sind sogar offiziell als Goldhändlerinnen und Goldhändler registriert. Und zwar auf dieser Liste. Für das braucht man nur einen Handelsregistereintrag. Eine Firma von dieser Liste zu streichen, ist laut der Aufsicht für Edelmetallkontrolle schwierig. Die gesetzliche Grundlage sei schlecht. Dazu kommt noch der hohe Goldpreis. Möglichst viele wollen von dem profitieren. Fruchtbarer Boden für dubiose Goldhändlerinnen und Goldhändler. Weiter geht's zu einem anderen Händler. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Da muss ich jetzt einmal suchen. Da habe ich gar keinen Stempel gefunden. Komisch. Ich sehe auf der Seite einen Swiss-Stempel. Und mehr nicht. Gerade unter dem Swiss-Stempel steht aber 750, also 18 Karat. Auch er wiegt den Schmuck und nennt seinen Preis. Wieder kommt der nicht annähernd an tatsächliche Wert an. Nach der Konfrontation eskaliert. Raus! Raus! Lass mich aus! Lass mich los! Dann steht da ein dritter Mann mit einem Hund. Bis zum Redaktionsschluss hat der Zozert keine Stellung genommen. Es scheint ein lukratives Geschäft, das die Goldhändlerinnen und Goldhändler nur ungern aufs Spiel setzen wollen.